Ja, Freunde, was ist denn gerade hier passiert? Zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ist mir ein kleines Fauxpas passiert, könnte man sagen. Ist das Fauxpas tatsächlich passiert? Ja, der Schild ist weg, super. Ich muss eine Folge wieder laden. Sprich im falschen Stand geladen, super. Es ist so, ich war gerade frisch dabei, hier den, ihr wisst schon, erst Mechanismus und zu holen. Dann der Tempel. Plötzlich merke ich, ups, hat gar nicht aufgenommen. Denke mal, hä? Warum nicht? Denke, ja, lass mal einen älteren Spielstand nach, vielleicht einen, der jetzt nicht so lange her ist. Und war aber irgendwie doch der falsche. Schade. Naja, also, nochmal von vorne. Es sind nur irgendwie 10 Minuten vergangen, also, ja, das nachzuzogen ist nicht so das Problem. Warte mal, die Fähigkeit. Also, ich muss neu laden, deswegen sind die Dinger hier resettet worden. Wir gehen nochmal ganz kurz runter, dann mache ich es im Schnelldurchgang, weil ich weiß jetzt, was da passiert. Also in den nächsten 10 Minuten, bis wir den 4. Schalter aktiviert haben, ist nicht mehr blind, insofern. Aber ist egal. So. Worum geht's? Den 4. Schalter aktivieren. Ich weiß, ob man das auch anders machen könnte. Kann gut sein. Ich sage jetzt mal an meiner Stelle, die Methode funktioniert auch. Gehen wir einfach so. Das Teil nehmen. Schön einmal nach unten zielen. Hier in den Lichtstrahl rein. Und dann nach vorne. Perfekt. Dankeschön. Schild mitnehmen, aber nicht ausrüsten. Das irgendwie ist ein bisschen seltsam. Und ich glaube, zum Abwehren auch nicht unbedingt geeignet. So, Richu, wir können. So. Jetzt der Weg hier. So kommen wir nicht weiter. Ja, ist ein bisschen doof, wenn die immer so zugehen. Ich meine, ich könnte die... Nein, Zeitumkehr geht es auch nicht, aber wir haben hier ein paar Felsen. Aber kurz warten. So. Jetzt komme ich zumindest durch. Lustigerweise, Richu kommt trotzdem nicht mit, warum auch immer. Haben nämlich irgendwie nichts richtig verstanden. Und wir haben da wieder ein paar Gegner. Aber das ist nicht so das Problem, auch um die kümmere ich mich gleich. Erstmal wieder natürlich, dass Richu mitkommt. Den Schalter kann man echt leicht übersehen. Die Stacheln bewegen sich nicht mehr. Jetzt komme ich hindurch. Mhm. So, was die Stacheln betrifft und den Gegner dort. Das auch noch schnell. Erledigt. Warum gehe ich da durch? Weil ich hier nicht weiterkomme. Ne? Also man sieht schon, ich brauche ein bisschen Licht, damit ich da weiterkomme. So, da hinten ist nämlich direkt der nächste Gegner. Ups. Moment, das ist schon zu früh. Und dann erst nach oben. Ja, super. Okay. Ist auch egal. Also ich zocke hier ein bisschen anders, als ich vorhin gezockt habe. Mann, ich wollte erst einen Gegner platt machen. Okay. Hier ist Licht, das muss nach oben. Haben wir gerade vorhin nicht gesehen. Oder was? Zeig es nochmal so, wie es eigentlich sein sollte. Guten Tag. Ich gehe schon wieder, keine Sorge. Aber er kommt lustigerweise nicht mit, das finde ich ganz interessant. So, Richu. Ich zahle wieder hin. Ah, da. Okay. Ah ja, also gegen meinen Angriff kannst du vielleicht wehren. Aber gegen Richus Blitze garantiert nicht. Aber wenn du ein stärkeres Modell bist. So. Jetzt sieht man ja auch hier, ich brauche das Licht hier unten, das kommt aber irgendwie nicht durch. Wir haben gesehen, woran das liegt. Wir haben auch wieder so ein Teil. Also gleich auch noch brauche. Schon mal bereit machen. Dann kurz hier runter gehen. Und jetzt ist es so. Hier habe ich ja Licht, aber wie kriege ich jetzt hier das Tor auf? Wir haben irgendwo an der Wand haben wir einen lichtsensitiven Mechanismus quasi. Da vorne ist er. Das war es einfach so.
Wäre das gelöst. Setzt hier wieder einen Dingensprung ein. Oh. Vielleicht auch irgendwo, wo es geht, wa? Huch. Ein bisschen weiter oben. Dann habe ich gerade eben schon diesen Spiegel wieder rausgefischt aus dem Sand. Und Simsalabim, Hokuspokus, schon gelöst. Ja, wir haben natürlich so Spiegelrätsel wie in Ocarina of Time, Majora's Mask noch einigermaßen Kopf hat, oder die vor allem auch sehr oft gemacht hat, dann ist... Oh, hallo Ichu. Dann ist sowas sowieso relativ easy zu machen. Aber auch sonst, es waren nicht so die schweren Rätsel. Vielleicht ein bisschen tricky, wenn man die Spiegelbrust trainieren muss, das schon. Sehr gut. Alle Energie. Damit sollte sich auch der Mechanismus... Ja, schauen wir nach, Link. Genau, soweit war ich vorhin auch. Bis dann gemerkt habe, ups, das war doof, dass ich nicht aufgenommen hatte. So, jetzt bin ich bei 6,40 knapp, vorhin aber 10 gebraucht. Jo, schon ein bisschen schneller, war. Gut. Dann haben wir natürlich jetzt davon ausgehen können, dass uns gleich diese scheiß Königin begegnet. Und ich keinen Bock habe, da irgendwie drauf zu gehen. Ich glaube, ich gehe mal ein bisschen was auf Defense. Soll ich jetzt schon? Ey, komm, ich ist es nachher. Was man machen könnte, ist noch ein paar Herzen auffüllen. So. Jetzt aber speichern. Ja. Guck auf die Uhr. Also auf die Folgenlänge. Wie sieht's aus? Sehr gut. Das so aktiviert. Das muss ich machen, leider. Mit der Rauru-Hand. Nicht die Ultra? Nee, die Rauru-Hand. Link, dieser Mechanismus scheint sich tatsächlich zu bewegen. Ich finde es irgendwie schade, dass die Leute hier nur zum Teil sprechen. Ne? Also von NES Spiel, von NES DLC wünsche ich mir schon, dass die, vor allem die hier, die sowieso Cutscenes haben, mit uns quatschen, dass die häufiger quatschen. Da eigentlich immer. So. Hä? Was lautet da? Ah. Raum des Ruhmeslichts. Ja, wird natürlich das Ding sein. Da kommt gleich die Königin rausspaziert. Und das da ist der Mysterienstein. So. Ich mache ein bisschen leiser, Freunde, bei mir gerade. Bei euch nicht, keine Sorge. Weil das Vieh wird sowieso gleich rausspringen. Wie kommt das Teil überhaupt hier rein, wenn man fangen darf? Ist gar nicht offen oben. Na egal. Links und jetzt kommt Verstärkung, also muss ich mit Reach auch noch schnell platt machen. Oder ich mache es selber. Aber das kann schwierig werden. Also. Time for Battle, war? Sollen Waffen noch ganz kurz. Mal kurz checken. Der müsste fürs erste reichen. Bogen habe ich jetzt auch mal den drin. Der reicht auch. Hier kann du auch noch diverse andere Waffen nehmen. Das muss ich nachher mal was draufpacken. Das Ding kommt weg. Okay. Los geht's. Wieso passiert nichts? Das ist Mysterienstein, oder? Ja, sehen wir doch. Peiniger des Donnertempels. So, Link. Jetzt ist sie fällig und zwar endgültig. Ja, Zeit für Phase 2, wa? Hier entkommt sie uns nicht mehr. Hinterher. Mach dich bereit. Komm den Wirbelwinden bloß nicht zu nah. Ne, ich versuche ja so. Warte mal, ich versuche es mal. Gibt doch Knochen.
sehr wieder voll geheilt, hey. Ihr kriegt die Krise. Ja, jetzt machen wir den Scheiß wieder. Okay, wird doch Zeit. Ganz kurz. Also, keine Ausdauer mehr, wa? Kann sie davor wohl stoppen? Wüsste ich gar nicht gerne. Was? Das kann Unterstützung kommen von anderen. Ja, wieder sage ich auch was, eh? Sie hat Gyptos herbeigerufen. Wir dürfen uns nicht einkreisen lassen. Da stimme ich zu. Da stimme ich hier doch zu, Mann. Können wir uns dieses nicht irgendwie... Will ich zunutze machen? Vielleicht. Ich mache gerade gleich was anderes. Entschuldigung. Wie zunutze machen? Ah, Licht haben sie nicht so gerne, wa? Ja, kann ich aber auch verstehen. Ist auch scheiße hell hier. Versammelt euch! Hä? Achso, das war... Achso, okay, aber gar nicht verstanden. Entschuldigung. Das sind ja bloß jetzt die ersten hier. Wo ist sie? Okay, die sterben sowieso gerade. Hä? Ach, jetzt. Pass auf, Link! Ja, sehe schon. Nicht abhauen hier. Das mache ich natürlich. Vorher hätte ich gerne noch... Volle Heilung braucht es nicht gerade. Hitzeschutz, der wäre auch zu viel des Guten. Ich habe noch ein bisschen... Scheiße, aber nicht mehr. Epische Waffe. Die zerbricht schnell. Nein! Wir hatten sie fast. Nur wegen diesen scheiß Gyptos. Solltest du dich nicht langsam... Ja, sollst nicht langsam heilen. Mhm. Mann, Reachway. Ich habe nichts mehr für die Defense. Hätte vielleicht ein bisschen was aufsparen sollen. Die Dinger werde ich auch nicht mehr brauchen, weil wir die Rüstung haben. Mal heilen.
So. Die Heilung war unnötig, super. Also Bosskampf war nervig. Ah, die Königin ist tot, lange lebe die neue Königin, wo sind eigentlich die ganzen? Gibt da Überreste, gibt da Waffen, nichts davon, war? Super. Okay, die Waffe hält noch, sehr gut. Machen wir temporär was Neues hier. Oh, den hier. Den muss ich nachher mal ein neues wieder Ding wieder ablegen, war? Diese Rückgänge. Ja, ich verliere das Teil zwar, aber na komm. Wir gehen bald zurück in der Taburasa, von dem her. Egal, Freunde, holen wir uns unsere Belohnung. Ein Herzcontainer. Wie viel habe ich jetzt? 3, 6, 9, 12, 13, 14 kann das sein. War immer verwirrend, weil wenn ich irgendwie hier mehr extra Herzen hier habe, jetzt hätte ich in der Reihe irgendwie 17, jetzt 15. Und 15 wäre eigentlich das Maximum in einer Reihe. Naja, egal. Was ist das? Riju, durch deren Adern mein Blut fließt, sei gegrüßt. Diese Stimme. Warst du es, die immer zu uns sprach? Ich bin deine Ahnin aus einer längst vergessenen Zeit. Eine Gerudo-Kriegerin im Dienste des ersten Königs von Hyrule. Und die Weise des Donners. Wie du kämpfst, wie du den Blitz lenken kannst. Wahrlich, du bist meine Erbin. Eine Zier für den Stamm der Gerudo. Das den Sandsturm erzeugende Ungetüm war ein Vasall des Dämonenkönigs. Es sollte dich von dem Kleinod fernhalten, das du berührt hast. Dem Mysterienstein. Dämonen? Mysterien? Sei ganz unbesorgt. Schon bald wirst du dies alles begreifen. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Über den Versiegelungskrieg und die Bestimmung unseres Volkes. Es geschah vor langer, langer Zeit. Das Königreich Hyrule war eben erst gegründet worden. Es trat ein Schurke in Erscheinung, der unschuldige angriff und das junge Reich zu zerstören trachtete. Man nannte ihn den Dämonenkönig. Er war der Häuptling der Gerudo gewesen, bevor seine Gier nach Macht ihn in ein Monster verwandelte. Doch er stieß auf Widerstand. Rauru, der erste König von Hyrule, sowie die 6 Weisen stellten sich ihm entgegen. Rauru gab uns die Mysteriensteine, auf dass wir im Kampf gegen den Dämonenkönig bestehen könnten. Kostbare Artefakte, welche die Fähigkeiten ihres Besitzers um ein Vielfaches verstärken. Als Weise des Donners zog ich in den Kampf, ausgestattet mit meinem Mysterienstein. Doch der Dämonenkönig war übermächtig. Meine Blitzschläge ließen ihn unversehrt. Er schien sie kaum zu bemerken. Schließlich erkannte Rauru, dass wir nicht imstande sein würden, den Dämonenkönig zu bezwingen. Er entschied sich, sein eigenes Leben zu opfern, um den Unhold zu versiegeln und den Krieg so zu beenden.
Das war der Versiegelungskrieg. Nicht lange danach trat eine von uns, die Weise der Zeit, vor mich und erlegte uns Gerudo eine heilige Pflicht auf. Das Siegel des Dämonenkönigs wird dereinst brechen und er wird erwachen. Wenn es soweit ist, dann muss mein Ritter, dann muss Link die Stärke besitzen, ihn aufzuhalten. Also bitte, gewährt ihm die Hilfe der Gerudo. Die Macht über Blitz und Donner. Dann wird er stark genug sein. Von diesem Augenblick an stand unsere Aufgabe fest. Die Vernichtung des Dämonenkönigs ist unser sehnlichster Wunsch. Unser Volk trägt die Schande, ihn hervorgebracht zu haben. Wir werden unserer Pflicht nachkommen. Wenn der Dämonenkönig erwacht, wird eine von uns Gerudo als Weise des Donners zurückkehren. Ich gelobe, dass sie an der Seite des Ritters Link in den Kampf ziehen wird. Dies ist alles, was ich euch vom Versiegelungskrieg und der Bestimmung unseres Volkes zu berichten habe. Euer Mut hat die Stadt der Gerudo errettet. Doch die Wiedergeburt des Dämonenkönigs steht kurz bevor. Riju, geliebte Nachfahrin, nimm meinen Mysterienstein und erfülle das Versprechen, das ich einst der Weisen der Zeit gab. Streite an der Seite des Ritters Link, so wie ich es damals gelebt habe. Es ist mir vorbestimmt, an Links Seite zu kämpfen? Oh. Nun soll ich nicht mehr nur Königin und Weise sein, sondern auch Links Kampfgefährtin? Oh, grandios! Der Dämonenkönig kann sich schon mal auf was gefasst machen. Mysterienstein, ich fordere mein Schicksal ein! Ich bin die Weise des Donners. Nun wirst du Zeuge meiner neuen Macht. Link, reich mir deine Hand. Vom heutigen Tag an werde ich, Riju, als Weise des Donners mit dir sein. Empfange nun den Beweis meiner Treue! Mit diesem Ring kannst du meine Macht rufen, wann immer du ihrer bedarfst. Endlich kann ich auch einmal dir von Nutzen sein. Und nun, Zeit in die Stadt zurückzukehren. Ah, es war so ein richtig schönes Detail, als Riju mit dem Finger geschnippt hat, wie Urbosa damals. Weil sie beide dieselbe Macht verfügen. Die Macht des Donners. Gut, ich meine, es schien jetzt nicht selber stärker zu sein als vorher, aber jetzt kann sie es offenbar ohne unsere Hilfe. Ist ja auch mal etwas,
Die Rückblende, naja, also ich hatte eigentlich gehofft, dass Rich noch ein bisschen mehr reagieren würde. Und so eine Tatsache reagieren würde, dass Ganondorf, Schrägstrich der Dämonenkönig, ursprünglich ein Gerudo war. Ein männlicher vor allem. Link! Mein Dank, dass du mitgeholfen hast, den Stamm vor Unheil zu bewahren. Man berichtet mir, dass mit Auflösen des Sandsturms auch die Gypto-Angriffe ein Ende fanden. Gewiss wird der Wiederaufbau einige Zeit dauern, doch dank dir können wir endlich wieder an die Oberfläche leben. Im Namen des gesamten Stammes der Gerudo danke ich dir. Bitte, bitte. Wobei ich mich gerade frage bezüglich den Gyptos. Was wäre, wenn ich die jetzt noch scannen wollte? Also mit der Kamera halt ein Foto machen wollte. Geht das jetzt gar nicht mehr? Da sind ja einfach irgendwo, gibt es noch ein Nest, das ist ständig regeneriert, aber sind halt nicht mehr storyrelevant. Was? Doch bei aller Freude über unsere Rettung gibt es einen schmerzlichen Punkt. Wir konnten leider nichts Neues über Prinzessin Zeldas Schicksal in Erfahrung bringen. Ja, macht euch keine Sorgen, ich habe die Geoglyphen, denen gehen wir jetzt aber mehr nach. Vor allem die im Norden oben. Eigentlich wissen wir, wo sie ist. Eigentlich wissen wir es ja. Nicht ganz, Bühler. Eine Kleinigkeit gibt es, die uns auf der Suche nach Zelda womöglich weiterbringen könnte. Als der Mysterienstein empfing, sah vor meinen Augen eine Art Vision, in der die Weise der Zeit erschien. So wurde sie von meiner Vorfahren gezeichnet. Und jene Weise sah der Prinzessin zum Verwechseln ähnlich. Ja, es war sie auch. Doch, es war Zelda. Das heißt, dass Zelda in irgendeiner Form in jenen längst vergangenen Tagen lebte? In ihrer normalen Form würde ich sagen. Die Frage ist eher, in welcher Form lebt sie heute? Nein, warte. Wir sahen doch zuletzt erst eine Hylianerin, die aussah wie Zelda. Entweder war es ein Echo von ihr, oder es war wieder so ein Jägerverschnitt oder sonst was. Es verschwand zwar, wie wir ein Wort essen konnten, das muss einfach der Prinzessin gewesen sein. Es müssen wohl noch etliche Rätsel gelöst werden, ehe wir die Antwort erfahren. Verzeih, Link, aber selbst jetzt, da uns keine Gefahr mehr droht, ein Sandsturm oder Gyptos droht, selbst jetzt kann ich Gerudo-Stein nicht arglos den Rücken kehren. Zu viel ist es hier noch zu tun. Doch ich versichere dir, wir alle werden in diesen Gefilden weiterhin Ausschau nach Spuren von Prinzessin Zelda halten. Und auch meine neue Macht als Weise sollte begleiten. Ich werde alles für dich tun, was er vermag. Schwur von Richu, der Weise des Donners. So, Mögen deine Wege dich recht bald wieder zu uns gleiten, Link. Mein Herz wäre höchst erfreut über ein Wiedersehen. Danke, Richu. Der ganz lässig steht, also sitzt er einfach da, ist klar. So, Freunde, im Prinzip gibt es ja noch einiges zu tun hier, wa? Also, mein theoretisch könnte man jetzt ein bisschen umgucken, was sich jetzt verändert hat. Da wir jetzt Sandstürme und so weiter alles weg sind. Also, was ist in der Wüste alles neu? Wäre mal so ein Punkt. Ein weiterer Punkt natürlich auch noch wäre, was hat sich im Spähpost Neues getan? Also nicht hier oben, sondern hier. Da wird es eine weitere Region quasi befreit haben. Und es gibt noch so viel zu tun. Also natürlich auch alles machen werden. Nach und nach vor allem. Also stimmt, wenn man ja in allen Klassen war. Herbeirufen. Ich fand es auch schön, dass direkte Ringe irgendwie einen... Ja, es sah so aus, während die Ringe an der Hand an der richtigen Stelle war. Also Tulin war ganz rechts außen, einen kleinen Finger. Richu am Ringfinger halt. Ich frage mich, ob die Reihenfolge davon abhängig ist, wie wir die Weißen einsammeln. Oder ob, angenommen, ich hätte jetzt Richu zuerst gemacht, die trotzdem Ringfinger wäre. Es sind eigentlich nur Kleinigkeiten, aber es sind trotzdem so Dinge,
ich noch ganz interessant finde. So, ja, müssen sowieso ein bisschen auffrischen hier. Da forcen, wie auch immer. Gibt noch viele, viele Dinge hier zu tun. Sie können hier nicht erscheinen, ja, da war mal klar. Gut, wobei, ich kann ja immer noch in den wieder in den Tempel rein, wa? Es könnte natürlich sein, dass es dort immer noch Gyptos gibt. Theoretisch. Oder der Tempel jetzt halt befreit ist und es gibt halt irgendwo anders noch Gyptos. So, ich bin gerade echt unschlüssig geworden, was nächste Folge zuerst machen soll. Nochmal ein bisschen Juderstadt abklappern. Ich brauche noch ein Foto von der guten Melinda, Mathilda, wie auch immer. Eine Tochter hier von Doomstar. Doomstar ist für alle da. Ja, ein paar Sidequests gibt es noch zu machen, das stimmt. Aber, ja, Tempel Untergrund natürlich auch, Tränen des Drachen. Oh Gottes Willen, ey. Die suchen nach Zelda. Was ich lustig finde, weil eigentlich sind die beiden miteinander connected. Eigentlich. Nach der uralter Zeit. Ja, da sind wir sowieso. Da will ich eigentlich sowieso hin. Also alles, was eigentlich Hauptstory zu tun hat, mehr oder weniger jetzt nach Osten gehen, in dem Kreise. Das betrifft zumindest Eldin, Sorareich, das betrifft Hateno und natürlich auch Kagriko. Die anderen Dinge eben auch Schloss Hyrule, ein Dekubaum, oder Dekowald besser gesagt. Oder ein Wald, ja, von mir so ein Wald von Hyrule. Und da diese scheiß Geoglyphen, die will ich mir eigentlich vorher holen, wenn ich ehrlich sein darf, Freunde. Das war am Schloss Hyrule. Also Schloss Hyrule machen wir uns bald auf den Weg, keine Sorge. Der Wald wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber eben den Untergrund will ich auch noch machen und eben noch gucken, was hier noch los ist. Aber ich glaube, nächste Folge erst einmal doch nochmal Gerudo-Stadt gucken, was hat Neues getan, finde ich Mathilda oder so. Und dann holen wir uns vielleicht mal eine Geoglyphe, sprich die hier oben, weil wir haben ja auch noch eine Fee. Die können by the way auch mal ganz kurz besuchen gehen, weil, gut, ich werde auch mal besuchen gehen im Sinne von, ja, mal gucken, ob da irgendwas ist. Das ist schon so ein scheiß Drache, den mache ich erst später platt. Also ja, in dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis nächstes Mal wieder zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom, immer noch in Gerudo-Stadt, aber jetzt komplett befreit. Yes. Man könnte auch sagen, die Königin ist tot, lang lebt die Königin. Also im Sinne von, gibt die Königin tot, Riju ist hier. Naja. Bis dahin, bye bye.